Ich werde heute mit euch zusammen in den Bibeltext eintauchen. Der Paulus schreibt den Brief an die Gemeinde in Korinth. Und am letzten Sonntag hat der Kriegel darüber gehabt, dass es in einer Gemeinde, oder dass Paulus geschrieben hat, in einer Gemeinde gibt es unterschiedliche Geistesgaben. Und jetzt führt der Paulus das Bild weiter, er malt das Bild weiter und er malt das Bild von einem Körper mit vielen Körpergliedern. So schreibt er, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. So wie ein Körper unterschiedliche Körperteile hat, oder so wie ein Körper unterschiedliche Gliedmassen hat, die total unterschiedliche Funktionen haben und trotzdem eine Einheit ausüben, so auch Gemeinde, könnte man sagen. Aber der Paulus, und das finde ich spannend, schreibt hier eben nicht so auch die Gemeinde, wie man vielleicht erwarten würde, wenn er von Gemeinde redet, sondern so auch Christus. Und das bedeutet doch, wenn er schreibt, so auch Christus, dass das nicht nur ein Bild für die Gemeinde ist, sondern dass die Gemeinde der Leib von Christi ist. Und das würde bedeuten, dass wir hier, das Heilsarmee Frutigland, wir sind Leib Christi. Und der Paulus geht nachher auch noch ein bisschen genauer auf das ein. Weil es ist vielleicht jetzt ein bisschen pauschal ausgedrückt, aber er geht noch auf das ein im nächsten Vers. Dort schreibt er, denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Der Paulus sagt, alle die in seinem Geist getauft wurden, alle die an den wahr lebendig Gott glauben, die ihn erkannt haben und die wissen, dass er uns liebt und dabei auch merken, wir können Gott nur lieben, weil er uns zuerst durch seinen Sohn geliebt hat. Alle die ihre Sünden bekennen und schlussendlich den Heiligen Geist empfangen, alle die, wo die Veränderung im Herz passiert, die bilden den Leib Christi. Es kann also nicht gesehen werden, nur weil man jetzt dort zur Tür reinkommt, nur weil man sich in ein Gebäude begibt, in eine Kirche, in eine Gemeinde, gehört man automatisch schon zum Leib Christi. Sondern es bedeutet, dort, wo sich wiedergeborene Christen treffen, dort ist Leib Christi. Und wenn du merkst, hey, eigentlich gehöre ich noch gar nicht zu der Familie, eigentlich gehöre ich noch gar nicht zu dem Leib Christi, dann ist es vielleicht heute nicht deine oberste Priorität, dass du darüber nachdenkst, wie jetzt das mit Einheit und Vielfalt innerhalb einer Gemeinde aussieht. Dann möchte ich dich ermutigen, dich auf die Suche zu machen. Und ich glaube, dann hat es für dich die oberste Priorität, wie kann ich zu so einem neugeborenen Mensch werden. Weil für jede Gemeinde, für jede christliche Gemeinschaft ist das Grundfundament eigentlich das, dass wir jedes für uns die Beziehung zum Vater leben. Dass jedes von uns die Beziehung zum Vater im Himmel hat. Und das ist nur möglich durch einen Glauben an Jesus Christus. Aber wenn wir schlussendlich nicht zu denen gehören, dann sind wir eben Leib Christi. Egal wie unterschiedlich das wir mögen sein. Paulus schreibt dort, egal ob Jude oder Griech, egal ob Sklave oder ein Freier. Und er betont, dass alle, die zum Glauben gehören, alle, die an Gott glauben, schlussendlich auch zu dem Leib von Christi gehören. Das ist unabhängig von sozialen Hintergründen, von kulturellen Hintergründen. Der Glaube an Jesus ist etwas, das uns alle
verbindet. Es ist etwas, das uns vereint und was uns auch Sinn gibt. Und dabei betont er eigentlich auch, dass das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, die sprengt die Ketten von der Gesellschaft. Weil zu der Zeit war es ja eben gerade nicht egal gewesen, ob du ein Sklave bist oder ein Freier, ob du ein Jude bist oder ein Griech. Die haben sich sehr nach dem orientiert. Und der Paulus sieht, in einer Gemeinde spielt das eben gerade keine Rolle. Und so kann es auch passieren, dass in einer Gemeinde neben einem erfolgreichen Geschäftsmann ein Obdachloser hockt. Oder neben jemandem, der schon von klein auf in diesem Glauben unterrichtet worden ist, vielleicht jemand, der erst gerade frisch zum Glauben ist gekommen. Jetzt bei uns hier, Heilsarmee Frutigland, sind es vielleicht weniger die kulturellen Unterschiede. Und ich glaube, wir hier auch, kommen auch alle ein bisschen aus gleichen, ähnlichen religiösen Hintergründen. Aber auch bei uns gibt es Unterschiede. Wir haben jüngere Leute, wir haben ältere Leute, wir haben Geschäftsführer, wir haben Handwerker. In Heilsarmee Frutigland haben wir Frutiger, wir haben Adelbodner, wir haben Leute, die schon seit der Geburt hier in diesem Tal sind, Leute, die dazu sind gekommen. Also auch dort merken wir sind eine Gemeinschaft, die Unterschiede hat, wo wir nicht alle gleich sind. Wir würden nämlich wir sind jetzt heute gerade knapp oder nicht ganz 50, aber wir würden nicht 2 Leute finden, die genau gleich sind. Weil wir eben alle unterschiedlich sind. Und ich glaube, in dem steckt unglaublich viel Schönheit, dass wir eben auch so unterschiedlich sind. Weil wenn wir sonst in die Welt rausgucken, jeder Verein, ob es jetzt ein Musikverein ist oder ein Sportverein, der vereint eigentlich Leute, die die gleichen Interessen haben. Leute, die das gleiche Hobby haben, die ein Stück weit ähnlich sind. Und das können wir von uns ja nicht behaupten, dass uns das ist, was verbindet. Sondern das, was uns schlussendlich verbindet, in aller Unterschiedlichkeit innen, ist der Glaube an Jesus. Und wie gesagt, für mich ist das eine grosse Ehre, ein Privileg, mit unterschiedlichsten Leuten so in einer Gemeinde unterwegs zu sein. Aber es ist auch eine Verantwortung. Und ich glaube, das ist uns manchmal vielleicht zu wenig bewusst. So wie das eigentlich auch der Gemeinde in Korinth nicht bewusst war. Weil wenn wir mal den Brief an die Korinther angucken, dann sehen wir so den roten Faden durch den Brief durch. Es sind eigentlich Spannungen und Spaltungen. Die Einheit in dieser Gemeinde war in Gefahr. Und darum hat der Paulus immer wieder appelliert an die Einheit. Und darum bringt er auch das Beispiel von dem Körper. Und das finde ich so ein cooles Beispiel, weil uns dort, glaube ich, einfach so bewusst wird, wir sind unterschiedlich, aber erst durch die Unterschiedlichkeit bilden wir eine Einheit. Weil man könnte ja jetzt so sagen, okay, Einheit bedeutet Eintönigkeit. Einheit bedeutet, dass wir alle gleich müssen werden. Einheit bedeutet, dass wir einen Schwamm nehmen und über alle Unterschiede wegwischen, dass wir alle unsere Ecken und Kanten abschleifen und dann haben wir eine richtige Einheit. Aber genau das will der Paulus mit dem ja nicht aussagen, sondern er sagt, wir sollen die Vielfalt ihrer Einheit auch lernen schätzen. Weil er schreibt, eben, der Leib ist nicht das Glied für den Leib ist nicht eins, sondern es hat viele. Bei diesem Bild vom Körper ist jetzt besonders eben gerade, dass die unterschiedlichsten Körperteile schlussendlich ein Ganzes bilden. Die unterschiedlichsten Körperteile übernehmen die unterschiedlichsten Funktionen und erst durch das wird der Körper funktionsfähig. Hätten wir alle zum Beispiel nur eine Hand,
dann würde ja der Körper noch lange nicht funktionieren. Dann hätten wir einfach eine Hand. Es braucht die Unterschiedlichkeit, für das der Körper funktioniert. Und darum schreibt er dann auch, eben, nur weil der Fuß sieht, ich bin keine Hand, also gehöre ich nicht zum Leib, bedeutet es ja noch lange nicht, dass er nicht zum Leib gehört. Er ist nur einfach keine Hand. Und ich glaube, im Blick auf den Körper ist uns das so nicht klar, dass ein Fuß keine Hand ist, dass ein Auge kein Ohr ist, dass das unterschiedliche Funktionen hat, dass es unterschiedlich soll sein, aber ist uns das auch so viel klarer im Blick auf die Gemeinde? Weil vielfach geht es uns doch so, dass wir das Gefühl haben, wenn alle anderen nur so wären wie ich, dann hätten wir es im Frieden, dann hätten wir keine Probleme untereinander. Aber ich glaube, der Paulus will mit dem eben gerade aufzeigen, dann wäre es, wenn das der Fall wäre, wäre es nicht unbedingt eine Einheit, sondern dann wäre es eben, dann würden wir es gleich machen, dann wäre es nicht die Einheit. Weil er schreibt dann, wenn der ganze Körper ein Auge wäre, wo wäre jetzt das Gehör? Oder wenn der ganze Körper ein Gehör wäre, wo wäre der Geruchssinn? Ich habe mir so überlegt, wenn ein Körper nur aus Augen würde bestehen, dann würden wir zwar jede kleinste Veränderung wahrnehmen, jede kleinste Bewegung würden wir sehen, aber wir würden nichts hören. Oder wenn wir der ganze Körper nur aus Ohren wäre, dann würden wir jedes kleinste Tönchen wahrnehmen, aber wir würden nichts schmecken. Also wir sehen, sobald es zu dem wird, dass wir eintönig werden, ist es eben nicht die Einheit. Ich glaube, das ist auch in der Gemeinde sehr wichtig, dass man eben nicht das Gefühl hat, wir müssen jetzt alle gleich werden, für das wir eine Einheit sind, sondern dass wir einander in dieser Unterschiedlichkeit annehmen können. So schreibt der Paulus dann eben auch, eben das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Selbst die Glieder zum Körper, die am weitesten voneinander entfernt sind, der Fuß oder der Kopf, die können nicht sagen, wir brauchen euch nicht. Sondern sie sind aufeinander angewiesen. Bei dem Bild vom Körper sehen wir, dass Überheblichkeit, dass Stolz oder ein Alleingang von einem Körperglied eigentlich sinnlos ist. Weil keines von diesen Körperteilen hat alles, was es braucht, für einen ganzen Körper zu sein. Aber es gibt auch kein Körperteil, das nichts dazu beiträgt, für dass der Körper ein Ganzes wird. Und ich glaube, genauso ist es bei der Gemeinde. Niemand von uns hat alles, was es braucht, für so eine Gemeinde. Aber es ist schon niemand da, der könnte sagen, ich kann nichts dazu beitragen. Jeder hat wie sein Teil, den er dazu beiträgt zu einer Gemeinde. Und auch die Starken brauchen die Schwachen. Genau das sieht der Paulus auch mit dem Bild vom Körper aus. Und er sieht gerade, um die Schwachen sollen sich die Stärken kümmern. Weil die notwendig sind für ein Leib. Ich glaube, wenn wir als Gemeinde vorwärts kommen, dann ist es wichtig, dass jedes sein Teil dazu beiträgt. Dass jedes wächst im Glauben. Vielleicht habt ihr den Spruch schon mal gehört, jedes Team ist nur so stark wie sein schlechtester Spieler oder wie sein schwächster Spieler. Und ich glaube, das können wir auch auf die Gemeinde sagen. Jede Gemeinde ist nur so stark wie eben das schwächste Glied. Und das bedeutet, dass wir miteinander unterwegs sein, dass wir miteinander vorwärts gehen. Dass eben nicht eine Spaltung im Leib ist, sondern dass jedes Körperteil Sorge hat zum anderen.
Das bedeutet auch, dass eben der Graben zwischen den Starken und den Schwachen, dass man den nicht noch vergrößert. Dass nicht die Starken sagen, okay, jetzt gehen wir selber vorwärts, die anderen brauchen wir nicht dazu. Aber es bedeutet auch, dass die Schwächeren, die Stärkeren nicht unnötig ausbremsen und zurückhaben. Es ist ein Miteinander vorwärts gehen. Ich glaube, dass der Paulus uns sagen will, dass wir Anteil haben an unseren Mitmenschen. Dass wir gegenseitige Rücksichtnahme leben sollen, Fürsorge leben sollen. Dass es schlussendlich in einer Gemeinde ein Geben und ein Nehmen ist. Wie es das eigentlich in jeder gut funktionierenden Beziehung oder Fall sein sollte. Und das gegenseitige Anteil nehmen, das drückt der Paulus folgendermaßen aus. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Wenn wir im Bild vom Körper bleiben, so ist es eigentlich logisch, dass wenn ein Körperteil verletzt wird, dann leidet der ganze Körper mit. Oder wer von euch hat schon mal den kleinen Zehen angeschlagen? Das ist vielleicht manchmal, auf den ersten Blick denken wir, ja, das ist nicht so wichtig. Aber wenn wir den anschlagen, dann merken wir, da ist der ganze Körper involviert. Das ruft im ganzen Körper einen Schmerz führen. Und ich glaube, genauso soll es in der Gemeinde sein, dass wir eben miteinander unterwegs sind. Ich bin überzeugt, dass es aktuell auch Leute in der Gemeinde hat, die vielleicht leiden, die krank sind, die schwach sind, die Zweifel haben im Glauben, die eben jemanden brauchen, der sie stärkt, der sie mitnimmt. Ich glaube, darum sind wir alle persönlich herausgefordert, dass wir die Augen offen haben, dass wir vielleicht mal nachfragen, dass wir auf die Leute zugehen. Aber es gibt auch die andere Seite. Der Paulus schreibt, wenn ein Körperteil verherrlicht wird oder erhört wird, so freuen sich alle anderen mit. Und ich glaube, das ist der andere Punkt von Gemeinde, von Gemeinschaft, dass wir haben jetzt im letzten Jahr immer wieder Kindereinsegnungen gefeiert. Wir feiern hin und wieder mal eine Hochzeit oder sonst persönliche Erfolge im Leben von anderen oder auch im Glaubensleben. Und dort bedeutet es vielleicht für die Leute, die aktuell durch schwierige Zeiten gehen, dass sie mal von sich weggucken auf das Gegenüber und sich mit dem mitfreuen. Und ich glaube, allzu schnell ist man manchmal, wenn es ihm nicht so gut geht, auch in Gefahr, dass man nur noch sich selber sieht und eben die anderen in der Gemeinschaft auch nicht mehr wahrnimmt. Und ich glaube, wenn wir das praktizieren, dann ist es eben ein gesundes Geben und ein Nehmen. Man kann also sagen, Einheit gibt es nicht ohne eine Vielfalt, weil sonst wäre es Eintönigkeit. Aber es gibt auch keine Vielfalt ohne Einheit, weil dann endet es im Chaos. Ich bin fest davon überzeugt, dass Einheit und Vielfalt in einer Gemeinde dazugehören, dass die sich eine Balance bieten sollen. Dass es nicht etwas ist, was grundsätzlich gegensätzlich ist, sondern dass es eben ein Miteinander ist. Dass erst durch die Balance ein Körper oder eben auch die Gemeinde funktionstüchtig wird. Und ich werde euch zum Schluss so 2 praktische Punkte mitgeben, wie wir das in der Gemeinde vielleicht leben können. Weil wenn man so in einer Gemeinde zusammen unterwegs ist, als Gemeinschaft miteinander unterwegs ist, dann lernt man ja einander kennen. Und man wird sich meistens so relativ schnell bewusst, in welchen Punkten, dass man anders ist als der andere. Dass man vielleicht anders tickt. Noch viel mehr merkt man das, wenn man noch in kleineren Teams zusammen ist, wenn man vielleicht in einem Hauskreis ist. Oder wenn man als Team zusammen in der Mitarbeit unterwegs ist. Dort lernst du einander kennen, du lernst die Stärken kennen, aber du lernst eben auch die Schwächen kennen vom anderen. Und ich glaube, so Teams, so kleine Gruppen haben extrem
grosses Potenzial zum Erfolg, dass wir vorwärts kommen. Aber sie haben auch das Potenzial zum Konflikt, dass wir uns eben zu sehr an der Andersartigkeit vom Gegenüber stören. Und ich wünsche mir, dass wir die Andersartigkeit, die Vielfalt, die Unterschiede, die wir haben, dass wir das nicht als Problem ansehen, sondern als Chance, als eine Stärke. Ich kann dort vielleicht etwas Persönliches teilen. Ich bin vor ein paar Jahren hatte ich jemanden im Team gehabt. Ich war Hauptleiter vom Team. Und die Person ging um mich gesagt, was der Hauptleiter machen sollte. Das wäre doch dem Hauptleiter seine Aufgabe. Und es hat mich manchmal so genervt, dass die Person mir hat, in dem Sinne meine Schwächen aufgezeigt. Dass sie hat angesprochen. Und der Grund, wieso es mich genervt hat, ist ja, weil sie in den meisten Fällen eigentlich auch recht hatte, dass das mein Job wäre gewesen. Sie hat Sachen angesprochen. Aber sie hat es eben nicht gemacht, dass sie dann die Schwächen ausgenutzt hat, sondern sie hat mir wirklich gelernt, an diesen Sachen zu wachsen. Mir ist das erst eigentlich wirklich bewusst worden, wo die Person neben mir im Team war. Wo du auf einmal gemerkt hast, eigentlich fehlt mir das. Eigentlich fehlt mir das, dass jemand mich ergänzt. Dass jemand mir zeigt, wo das vielleicht meine blinden Flecken sind, wo das meine Schwächen sind, wo das ich noch wachsen kann reifen in diesem Sinn. Und darum glaube ich, hat das auch sehr eine grosse Stärke. Und wir wünschen mir, dass wir das sehen, die Stärke, dass wir einander helfen, beim Vorwärtskommen, beim Wachsen. Und eben auch nicht die Schwäche von unserem Gegenüber ausnutzen. Auf der anderen Seite glaube ich unbedingt, Vielfalt, ja, aber die Vielfalt hat auch Grenzen. Ich glaube, das ist auch das, was der Paulus ganz klar sieht. Dort, wo Einheit angegriffen wird, wo Einheit hinterfragt wird, ich glaube, da wird vielfach auch eine Grenze vor Vielfalt überschritten. Wir als Gemeinde, wir haben so Leitplanken bekommen. Das, was Jesus gesehen hat, das, was Jesus gelebt hat, das, was er uns weitergegeben hat. Sein Wort, das alles sind Leitplanken für eben diese Einheit. Ich glaube, dort, wo die Vielfalt nicht dazu führt, dass wir anfangen, die Leitplanken hinterfragen oder untergraben, dort ist wie eine rote Linie, die wir nicht übertreten dürfen, wo wir dann sagen, oh, jetzt müssen wir uns auf die Einheit berufen. Das wäre wie, um in diesem Bild vom Körper zu sein, wenn einfach die Hand zum Beispiel anfängt, auf den Kopf einschlagen. Also dort ist ja wie auch der Körper in Gefahr. Und darum bin ich überzeugt, ja, Vielfalt, aber es hat auch seine Grenzen. Wenn wir uns als Chor Frutigland, wenn uns das gesunde Zusammenspiel zwischen Einheit und Vielfalt gelingt, dann bin ich überzeugt, dass wir irgendwie mehr zu einer dynamischen, zu einer kraftvollen und schlussendlich auch zu einer anziehenden Gemeinde für Aussenstehende werden. Weil wir zu so einer Gemeinschaft werden, wo eben jeder sein Potenzial, das er von Gott bekommen hat, kann einsetzen zum Nutzen von anderen. Weil es ein Ort ist, wo man nicht einfach die Augen verschließt vor dem Leid vom Nächsten, sondern wo wir auf sie zugehen, wo wir sie tragen, wo wir mit ihnen unterwegs sind. Und schlussendlich kann es eben auch ein Ort sein, wo wir ergänzt werden, wo uns vielleicht auch Schwächen aufgezeigt wird und wo wir daran wachsen können. Wenn das passiert, dann glaube ich, dass in einer Gemeinde eine Dynamik entsteht und schlussendlich auch eine Einheit entsteht, die unsere Erwartungen an Einheit übertrifft. Weil dort, wenn wir das leben, sind wir dabei, den Auftrag, den Jesus an die Gemeinde gegeben hat, dass wir das umsetzen können, dass wir das Salz und Licht sind für die Welt. Wenn wir das leben, dann
das Zusammenspiel zwischen dieser Einheit und dieser Vielfalt, da glaube ich, dass wir als ganzer Körper, als ganzer Leib Schritte machen können, dass wir als Gemeinde wachsen können, weil jedes Einzelne dazu beiträgt, weil jedes Einzelne wächst automatisch auch der ganze Leib. Und dann können wir Schritte vorwärts machen, wir können stärker werden und können schlussendlich auch zu einer Gemeinde werden oder das ausleben, dass wir eine Gemeinde sind, die Gott verherrlicht. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass wir als Gemeinde uns immer wieder auf das berufen, was uns eint, aber dass wir auch einander die Unterschiedlichkeit zugestehen, dass wir uns nicht an diesen Ecken und Kanten, die, glaube ich, jedes von uns hat und die vielfach auch gut sind, dass wir die haben, dass wir uns nicht an diesen Sachen aufhalten, sondern dass wir uns immer wieder auf das berufen können, was uns eint. Weil ich bin überzeugt, dass wir ein Ort werden, wo Gott verherrlicht wird, wo er Raum bekommt. Amen. Und wir wollen jetzt auch so ein Lied singen, wo es genau um das geht. Das Lied Haus vom Lob. Dass wir so ein Haus vom Lob bauen wollen. Und ich glaube, das ist, wenn wir als Gemeinde ein Haus vom Lob sind, eine Gemeinde sein, wo Gott verherrlicht, dann braucht es jedes Einzelne von uns. Dann können wir das nicht sagen, das eben schieben wir ab, sondern jedes von uns trägt wie so einen Teil dazu bei. Und ich möchte euch herausfordern, euch zu überlegen, wenn wir das Lied singen, ist das mein Herzenswunsch? Ist das mein Wunsch, dass die Gemeinde zu einem Ort, zu einem Haus vom Lob wird? Zu einem Ort, wo Gott eben verherrlicht wird, weil wir in diesem Zusammenspiel von Einheit und Vielfalt zusammen unterwegs sind. Und wenn du merkst mal, ich will wie mit dir dazu beitragen, möchte ich dich wie ermutigen, als Zeichen für das einfach aufzustehen. Ich weiß, man kann so Entscheidungen auch im Herz treffen. Und gleich, glaube ich, ist es manchmal wichtig, wenn wir aktiv etwas machen, sagen, mal, ich will das heute festmachen, ich will mit dir zu dieser Gemeinschaft beitragen.